Wir werden diese Gesetzesprojekt stimmen durch Pandemie an den russischen Angriff auf die Ukraine als eine Energiekrise déclenchiert gehen an Strompreise und Marché sind mehr wie 40% gestiegen. Wir haben den Preisdeckel matt gestimmt für die Bürger kurzfristig zu entlasten. Diese Preisdeckel aus Jolo reduziert gehen, weil ich nicht ewig Preisdeckel halten kann. Auch wenn es eine EU-Wettbewerbsregeln dadurch, dass der Preis nicht an die Lut gegangen mit Mann wie Wert, weil die realen Strompreise hier nur der Krise glücklicherweise nicht ein bisschen hochgegangen sind. Dieser Preisdeckel wird noch ganz auslaufen, an den Preis müsste am Anfang nicht klammen. Wir hält die Regierung 150 Millionen Euro an Ton für die Netzkosten selber zu bezahlen oder man einen Teil davon was nicht gegen die EU-Wettbewerbsregeln verstößt. Und dadurch wird der Strompreis, also weil statt gelesene Schätzungen die 15–20% mehr billig gehen, weil der Preis vom Strom den inkorporiert, der Preis von den Netzkosten. Wir werden das Matstimmen für das Leid entlastet gehen, noch Firmen als Lebenshaltungskosten als Lützburg sind enorm hoch. Wir wollen aber auch ganz klar sagen, dass das absolut keine Lösung ist für das langfristige Problem. Das Politik als Symptombekämpfung an nicht gehen, haben wir da gravierende strukturelle Probleme, auch wenn es der sogenannte ökologische Transition verstoppt. Preisdeckeln als Subventionen vom Reso, verzerrende Marché, auch mit vielen negativen Konsequenzen. Erstens geht der Bürger nicht durch den Preisdeckel finanziell entlastet, weil er ja selber mit seinen eigenen Steuersuchen das finanzieren muss. Den Deckel verdeelt just den finanziellen Stress über einen mehr großen Zeitraum. Wenn nicht lo, dann muss er später bezahlen. Das ist eine absolut sinnvolle Mesure für Schock und Langzeitzeiten, nicht für ewig. Zweitens also auch am Fongol sozial unfair. Das ist klar, dass sozial schwache Bürger, die keine Sput mehr haben, immer einer hohen Strompreise leiden. Das ist aber nicht der Fall für Leute, die mehr Suchen haben. Die können mit mehr hohen Preisen besser umgehen. Dafür sagen auch viele Ökonomisten, dass es besser ist, nämlich den sozial schwachen Bürger punktuell konkret zu helfen und nicht pauschal zu fragen. Drittens ist es am Fongol auch umweltschädlich. Ja, du richtig hören. Hohe Preise bedeuten nämlich Knappheit von einer Ressource. Aber rare Ressourcen gehen die Leute immer mehr vorsichtig um. Und das sind auch so, wie die Peng und am Knie. Und die holt einfach die Schmerzmittel überprüfen gegen Peng. Peng also wäscht und das Problem schenkt auch wäscht zu sein. Das Problem ist aber noch immer da. Die Knie wird noch immer Probleme. Weil die künstlich niedrigen Preise keine Knappheit signalieren, verbrauchen die Leute und Firmen auch nicht mehr Strom an Energie. Das kann deutlich gehen an den Tüten. Auf Frankreich ist durch den Energiedeckel der Verbrauch an die Lut gegangen. Genau, das hat die Gegenteil von einer Ressourcenschonung an am Fongol umweltschädlich. Das Warnsignal von der Ökonomie ist außer Kraft gesetzt gehen. Viertens wissen wir ja alle, für was das Netzkosten so teuer sind, für was das Leute mehr sensibel auf den Strompreis sind, durch die sogenannte ökologische Transition, durch Elektrifizierung muss das elektrische Netz teuer umgebaut gehen und noch mehr stabilisiert gehen. Aber wenn es immer mehr E-Auto gehen, bedeutet das natürlich auch, mehr teure Strompreise heißt auch mehr Kosten für den E-Auto, also auch mehr rentabel. Ohne das Subsidien wären die Autos auch mehr populär. Und noch gesagt, dass eine Transition durch von Ideologen und zentralistisch durchgeführt mehr kompliziert als für ihr mengt. Wir bezahlen als Kosten, die am Anfang die Leute mit E-Autos müssten überholen. Schlussendlich kommen wir bei der Frage von der Elektrifizierung immer nicht auf das Grundproblem zurück. Wie machen wir billigen Strom? Außer der DDR
die auf dem Thema an der politischer Mitte in Europa steht, wollen all die anderen Haibannen Atomzentrale wie in Deutschland einfach sprengen lassen, obwohl jahrzehntelang sicher an effizienten Strom geliefert haben und das auch zu einem guten Preis war mal eine zentral durchsteht. Das Problem ist natürlich auch der russische Gas, die können wir auch immer nicht an erneuerbare Energie kann in bestimmten Kontexten helfen, wäre also relativ instabil. Dafür wollte ich zum Schluss nur sagen, diesen indirekten Preisdeckel, den wir beschließen, als wir Schmerzmittel, den die Leute peng von unserer Energiepolitik an unserer Transition verstoppen. Mit dem wissen selber, die können peng Wäschhülle für ihre Podage meint an heute Jahren. Das Problem geht aber nicht weg. Und irgendwann ist es so groß, dass kein Schmerzmittel, keine Subsidien mehr helfen, für strukturelle Probleme ernst zu lösen.